Guten Morgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Hiesbrecht. Mij vindt het zo zwaar die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor van jullie wat ons een livestream kijken, dan vielleicht kijk je ons aan een andere zijde wereld, van je voordech, van je huis, waar maar die mag zijn. Dank je voor die gelegenheid dat we kunnen met je top op deze weg gaan loven en prijzen van ons en dag des morgens. Ik wil gleich een eerste aan te vangen met de bekoormerking. Wenn du dich hier in Karten hast, plan zu befrieren, dann will ich die Motor sprengen. Geh nur die Information da und schreib die ab für Premarital Klassen. Diese Premarital Klassen die gehen für 8 Werke an und wir verlangen, dass die durchgehen das, besonders wenn die wirst gleich in ein von unseren Predigers in Top drehen wird an den Tag von den Kass. Sag mal die Motor sprengen, wenn du die plan das zu befrieren, geh nur die Information da und schreib die ab für Premarital Klassen. De nächste bekoormerking is voor alle ouderen wat Kinder haben zwischen 0 en 12 jaar oud. Wenn du wirst gleich in de leukste tijd te haben, um deine Kinder naar de kinderkerk brengen. Bruk die Motor sprengen, da will ich den Vorteil parken, für den nieuwe Part von het gebied, bruk de nieuwe deur zu meiner Kerk ankommen, und dann wirst du de ganz dichtste bij zijn von all de kinderkerk klaarstoven. So die kannst mit deinen Kindern an den Dash gehen, um die nachchecken, um das Papier zu kriegen. Und dann du von allen die Hand, kannst du die dann in verschiedene Klarstuben dann lohnen. Die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die haben in 2 verschiedene Klarstuben an. Eine ist von 6 bis 9 und die andere ist von 9 bis 12. So mag ich dort älteren. En dan het laatste ding wat ik wil je gleich in denken houden is dat we verlangen een van de ouderen du is, wenn je een kinder naar de kinderkerk brengt dan, dat we kan je een papiertje geven, dat we ons eens of veel dat van je als ouderen 13 gottesdienst, dan kunnen we ons communiceren met jent. En het laatste ding is dat we verlangen dat een van de ouderen wat nu den gottesdienst komt, om je kinder bij de 3 uit de kinderkerk holen. En dit dat we verzekerd de graad dat we wissen, dat de kerk, de graad dat het gebied worden dat, de leichte is dat de kinder vielleicht niet de ouderen kan vangen, de ouderen kan niet de kinder vangen. En zo we doen het verzekerd en vergeloten het voor je als families. Dat je immer weten dat wo die kinder zijn, of dat die kinder weten wo je als ouderen zijn, en dat er bloß Ordnung ist en de kinderkerk met dort. So mag je dort. Nu den gottesdienst holt je kinder van de kinderkerk. En dan te laatst, we hebben een Lebenswasser komen. Dat is een nieuwe part van ons gebied. En du kannst voorbij komen die door een eten veel dat. Die komen is vielleicht een klein ladig. En de die komen je een paar keer in topstellen de ganzen zons. En die kannst nu de Lebenswasser komen komt met onze steden. Met de geld erin handbrengen. Dat zijn alle bekoormerken voor deze werk. De nächste wil we in de tijd van aanbetung gaan. Guten Marius Kerk, welkom hier. Wanneer ik kijk naar deze werk, dan heb ik een uitvoer. Ik kan kijken naar de zware dingen wat dus in deze werk weer. En zeggen, man, dat is een beetje een zware werk. Oder ik kan zeggen, man, God heeft me hier doorgedreven. En van der wil ik aan ware prijzen wegen der hij is. Zo willen we alle taub aanprijzen, amen. Sagt kan ich nu Musik zu singen, danke dir doch, danke dir doch. Wann ich sterben oder hier, bloß der Stamm ist von uns, wo der Hubling im Hort war verstiert, danke dir doch, danke dir doch. Und Leute von Danksagung ist mir Leute von sich, Press mir Werk, du auch bin ich stieg, die Minus im Wiesnen mit in ihr hoch und die. Ich freu mich im Heim, ich freu mich im Heim, mit uns in der Schönheit, du Joen am Meeres für mich. Daut en dog grov, sei et din
nooit om ziet. Voor is mijn werk, stoel op en ik stieg. Bedring is een biestrin meteen je hoog nu die. Ik vreem me im hart, ik vreem me im hart. Let ons in de schönheid durch Joen am Minas für mich. Ich freue mich im Heim, ich freue mich im Heim. Es Wunder für du bist, wahrer in wahrer singen. Die Freude in dem Horn, die Freude in dem Horn, die Freude in dem Horn, jef mich groß. Ich kann niemand sagen, wir schauen mich drei von dem Brett. Die Freude in dem Horn, die Freude in dem Horn, die Freude in dem Horn, jef mich groß. Ich kann niemand sagen, wir schauen mich drei von dem Brett. Ich freue mich im Heim, ich freue mich im Heim. Lass uns eine Schönheit durch Joen am Minas für mich. Ich freue mich im Heim, ich freue mich im Heim. Mexi von Margot, du bist wahrer in wahrer singen.
Wen du lebst, wie Leben, das verändert alles, das verändert alles. Wen du lebst, wann du ruf mich Wen du lebst, verzeiht niemand zu nehmen. Wen du lebst, wie Leben, das verändert alles, das verändert alles. Du bist stehen. Jesus ist so gut. Und er ist so treu für uns. Und hey, das will ich sagen, wir wollen das Wahre und Wahre am singen. Und wir sehen hier schon, dass vielleicht wieder wie ich schwöre was. Dann das nächste Leute, das bloß reiche Leute ein paar Gott kommen und sagen, hier liegt das Hand, hier liegt mein Salzhand, hier liegt meine Lebenhand, hier liegt meine Bedürfnisse Hand. Und schaff die in mir. Und was mir vielmal interessant ist wenn ich so ein Gebet beten zu Gott, wo ich antworte, ist, er schafft nicht so sehr an meinen Umständen, ist, was er schafft an mein Hort. Und da kann ich aber bloß tun, wenn wir rühmen für ihn dort zu tun. Dass er kann in uns Leben anreden, dass er kann in uns Leben Hoffnung anbringen. Wenn unsere Umstände vielleicht nicht ändern tun, aber dass er uns das verändern, dass er uns nie Ansatz geben wird, nie Hoffnung geben wird, nie Vision, wo wir können wiederkommen. So, was immer das erste in deinem Leben, das Werk, was du nie in diesem Werk angehen darfst, und du denkst vielleicht noch an, was du Freitag hast bei der Arbeit passiert, oder was du erst während des Werk in deiner Familie passiert, was immer der Lehrer ist. Da wird bloß vor Gott bringen, da wir ihm sagen, hier leih wir die Hand, hier leih wir alles Hand, hier gebe ich uns Hand für Arm. Und ich sage mir sicher, er wird anfangen zu schaffen. Er wird anfangen, die zu schaffen, und ich glaube wirklich, er wird in deinen Umständen auch schaffen. Aber er wird die Hand geben. Zum du,
bist du. Zum du immer du bist du. Ich lag mir grün für dich. Zum du immer du bist du. Zum du immer du bist du. Ich lag mir grün für dich. Zum du immer du bist du. Zum du immer du bist du. Ich lag mir grün für dich. Zum du immer du bist du. Zum du immer du bist du. Die lijn was alles party. Was wie de zware werk die hot hangen en de dode werk. Dat lijkt wie was party, dat du was arbeid kent van dir. Wens du zoals alle ihr haan, wat du niet aan sluit kent. En ik weet dat du was ons van wat. En anderen, dat wie kan voor die leven zoals du was haan, dat wie zal voor die leven. Dank je, Jezus, voor weer. Bruder, wir legen uns Hand für dich. Wir sagen, hier sind wir weiten, du bist Gott, du bist groß, du bist allmächtig. Dankeschön, dass du bist allmächtig.
Wann ich besäuen Wunder, wo du mich warst, in deine Ohnmacht lügst. Ich soll dich stehend, ich hier und lüne rum, die ganze Schar vom Gerät von deiner Kraft. Dann singt mir Gott, min rare Gott, nur dir. Wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mir Gott, min rare Gott, nur dir. Wo groß bist du. Schickt am Krieg, kann doch nicht verstehen. Dort am Krieg, ganz ehrlich wie zu lieben, heu bleibt scharf, zu meine Sinn betont. Dann singt mir Mord, wie gerade Gott nur dir. Wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mir Mord, wie gerade Gott nur dir. Wo groß bist du, wo groß bist du. Wann Jesus kommt, mit so Trompeten Scholen, nimmt min Hus, och från min hårt fått sen. Jag blir min död, en dag mot för min rara, en rop den ut, min Gott, hvor groß bist du. Dann singt min Hort, min rare Gott, nur dir. Hvor groß bist du. Dann singt min Hort, min rare Gott, nur dir. Hvor groß bist du. Vi har en groter Gott. Amen. Sein Hort ist ungefähr so groß, als was seine Leben, als was seine Genut ist, zu uns. Ich weiß nicht, wo Uniwerk gewesen ist und wo ihr an Uniwerk eingemerkt, aber nur als wir dort Leute singen, dann merkt Rühm. Und ich sage bloß zu Gott, hier so, guck mal, das wäre ich sein, das wird in mein Leben angehen wird. Und ich kijk naar het werk wat er voor mij is en ik zag bloß wo challenging dat weer en ik kijk dat aan als een trouble. Dan zegt God, Himmel, du hast eine Gelegenheit. Du hast eine Gelegenheit, deze werk met deze persoon en met Jane en hij wijst mij door gewisse dingen wat al gepland zijn. En dat is een Gelegenheid wat heeft. En ik zeg, ik merk ruim. En God wijst mij dat en zegt, kijk du niet bloß aan als een trouble. Kijk du niet aan als bloß challenging. Hij heeft een gelegenheid, wat hij ons gegeven heeft. En we willen dat aannemen.
Und so war immer deine Werke was, dass ich weiß das nicht. Und aber die Bibel sagt, dass Heilat dort reinen über die Gerechte und über die Ungerechte, sie sehen es über uns alle. Und so ich weiß nicht, wo du bist, aber ich sage mir ganz sicher, dass Gott sie sehen es über die und die wird diese Werke auch über die sein. Heute läuft die, wenn du all am dein bist, dann hast die gut. Und wenn du am noch nicht dein bist, dann ist sie nicht genug über die in seine Leben, heute will haben, dort, du sollst noch angetroffen sein und du sollst die Entscheidung merken, auch für arm zu leben. Amen. Amen. Hey, ich kann dir ein Duel sagen. Daut Marius Kirk. Es scheint hier so was zu sein. Willkommen hier. Wenn hier ja sind, ich möchte Ihnen auch bloß willkommen hier, dort jetzt scheint mit Ihnen Top Gott anbeten hier bei der Kirche. All die, die uns online kicken, dann auch bloß Daut Marius. Willkommen zur Kirche, wenn die uns das erste Mal kicken, dann bloß willkommen hier so bei Lebenswasser online. Hey, wir wollen das nächste ein Video sein, wo wir wollen bloß kicken und was in unserer digitalen Welt oder in unserer Digital Mission angehen wird. Unsere Vision für Lebenswasser Kirche für 2022, also wir wollen das Salz und Licht sein. Nicht einfach eine Weg, wo wir das Salz und Licht sein in dieser Umgebung und dann die ganze Welt, es ist auch unsere Digital Missions. Die Digital Missions haben alles zu tun mit Gott sein Wort rüberstrahlen und mit alles, was mit Technologie zu tun hat. So, da können wir mit Facebook, mit YouTube, mit WhatsApp verschiedene Wege, wo wir Gott sein Wort rüberstrahlen tun, zu Menschen von der ganzen Welt. Und so wie sollen, wenn wir zurückgehen über das 4 Jahr, dass dich bei 20.000 Menschen das Werk gegen Dinge, die wir rüberschlagen tun. Und so das jaft dich wie 1 Million Menschen das Jahr, wo Gott sein Wort zu hören kriegen tun. Und so das ist ein großer Weg, wo wir das Salz und Licht sein hier bei Lebenswasser Kirche. Nun, ich will gleich ein Kart über zu gehen, was sind diese verschiedenen Wege, wo wir Digital Missions brauchen tun. Nummer 1 ist für Lebenswasser Kirche, haben wir einen Lebenswasser YouTube-Channel, einen Lebenswasser Facebook und Instagram Channels. Das sind Stellen, wo die Kurs unsere Direktstrom fängt, wo wir uns nachher Morgens tun, wo die Kurs unsere Botschaften fängt, die Videos fängt, die über Gott-Geschichten, wo Menschen ihr Leben verändert sind, nur dem, dass Jesus hat kennengelernt. Und auch besonders schon Lebenswasser YouTube haben wir auch diese Klassen, wo wir sonst rüberschlagen tun. Diese Klassen haben verschiedene Themen, von Kinderabfragen, von was hat mit dem Geld und jährliche Leben. Das sind viele verschiedene Themen von Klassen, wo die Kurs fängt und uns Lebenswasser YouTube-Channel. Wir haben auch eine Lebenswasser-App, wo du kannst raufholen und ihn Phone. Und du kannst alle Botschaften und all unsere Videos und all unsere Leute fängen. So hol dir den App auch wirklich rauf. Wir haben auch eine Lebenswasser-Anbetung-Channel. Das ist eine Stelle, wo du kannst unsere plotische Anbetung Leute fängen. Und du wirst die Videos fängen, mit denen wir durchbieten und du kannst mitsingen, die wir lernen. Du sind auch unsere Musikvideos zu fängen. Und let's go today. Abstellen, vielleicht wirst du tief schaffen und du wirst Musik harchen und Hintergrund. Dann kannst du nur diese plotische Anbetung Leute harchen. Oder vielleicht bin vorne, oder vielleicht was eins ein Freund und Leute schauen, wo die einfach Motor springen. Und sonst Lebenswasser Anbetung Channel ist eine gute Gelegenheit für dort. Lebenswasser Kinder hat einen YouTube-Channel, wo die kannst Videos finden, wo biblische Geschichten sind, besonders angereicht für deine Kinder. So vielleicht weil ihr als Familie taugt, dass ihr jeder Werk einmal kicken. Oder eins wird anmerken, dass deine Kinder eins wird sein haben, wo die einfach jährlich folgen. Und so das ist ein Lebenswasser Kinder Channel. Und an Lebenswasser YouTube hat auch Facebook und Instagram, wo die kannst Bilder sein, wo die kannst sein, wo die Jugend jeder Werk dat und wovon Unterschied merkt eine Jugend ihre Leben. So das ist eine gute Stelle zum Dortfängen. Wir haben einen Lebenswasser WhatsApp-Channel, wo die kannst Port von sein, wenn die das nicht mehr schreiben das. Du kannst jeder Werk die Videos fängen und unsere Bekanntmerkung eine gute Stelle zum Port von sein als du. Wir haben auch unser Radio. Verschiedene Wege, wo wir dann in unserer Umgebung Radio brauchen, um unsere Botschaften rüberschlagen, um unsere Lebenswasser-Anbetung Leute rüberschlagen. Pastor John, der auch jeder Tag ein Wort für abschlagen, eine 3-minütige Devotional Audio, wird rübergeschickt worden im Radio. Und so das ist eine gute Weg, wo wir Technologie bringen, um Gott sein Wort rüberschlagen.
En dan te laat, we hebben een gebedslinie. Dit is een volle linie wat 24 stunden, jeder dag dat jaar op is. En je alleen het voor die, wanneer je aan je bed veel net, dit is een volle maar phone, en er wordt een persoon zijn wat die wordt laden aan je bed. So dit zijn alles wij, waar we gaan dat zout en dat licht zijn voor de wereld rond ons. Maar dit is niet bloos een weg waar we als kerk dat zout en licht zijn. Dit is ook een weg waar du kannst dat zout en dat licht zijn voor die vrienden en ook voor die ganze familie. Want dit is een van de leukste wegen waar du kannst het woord Gottes metdelen. Entweder du das een video schicken naar een van die vrienden, naar die familie grum. Vielleicht schickst du een Leute naar een wat die weet ja daar een zware tijd. En dan kan het tijd zijn waar die kan opgebied worden. En ook dat die liken opdragen das op Facebook of subscriben opdragen op YouTube. Wenn die eens wat schrijven das in je video, wenn die den video das sharing in Raum schicken, dan laat YouTube, Facebook, Instagram weten. Hey, Menschen zijn interessiert voor dit. We willen nog meer Menschen wijzen. En zo met zo'n leichte dingen doen de stad helpt du dat zout en licht zijn en deze ganze omgeving en dan met de ganze wereld. Zeg wel die motor springen met door. Mag God die reklich segnen. Wir freuen uns einmal, so das Hauptwort, was wir hier in Sudan mit so viel Digitalen, dort alle so ein Rütterscheinen, so ein, wo wird das alle wegen hinkommen? Und der Antwort ist, dass ja, das Hauptfehl. Ich will diese Werk hingewiesen, höre ich nur Family Life Radio und some von Ihnen haben das vielleicht auch gehört, aber du wie eine früh, wo du ein Testimony jöfen, sei sehr dort, als zij har anfangen thuis livestream te harken en kerk, alles van kerk te harken, dat is wanneer de papa zich had, nu Jezus evalueert. En die was al een paar 91 jaar oud. En ik dacht nog mir so, okay, dus dat merkwaardig een onderscheid. Wenn zij zei, das Onkel wat al 91 jaar weer wordt niemals naar de kerk gekomen. Die deed dat plus kwart. Aber nu had hij dat im huis gehoord en op hem zei, dus wat is dat? Dat wist ik niet. En op einmal fängt da Jesus durch. Und so, dankzij te jullie hebben we deze digital mission doen. En ik geloof, we kunnen doel mensen reden over de ganze Welt. Alle wegen, wo plötzlich redende Menschen sind, die horchen uns. Und du sagst ein doel, was uns horchen. Und so bloß dankzij für dort unterstützen. Hey, das nächste Wort, Pastor Jacob Nabkum, er wird wieder gehen in seine Botschaften Leben für das Himmelrikj. Good morning, alle. Wir sind in der 4. Botschaft von Leben für das Himmelrikj. Und so, wenn ihr nicht hier seid, ihr weiß, ihr könnt zurückgehen auf YouTube, aber wo immer ihr das gerne hören. Und so, wir sind von der 4. Botschaft. Nächsten Sonntag, dann wird Kenneth Giesbrecht die Botschaft haben und er wird auch in dasselbe Thema bleiben, Leben für das Himmelrikj. So kommt zurück, hört an. Und mir und Christi, wir planen nächsten Sonntag nicht hier zu sein, aber ihr vielleicht war hier, kommt zurück hier hin. Und so dann kann ich die letzte Botschaft hier an das Thema. Wir von der Samaris sind in Kontakt mit Pastor John und Lorna, die schreiben uns bei uns. Sie sind diese Werk bei Kanada gekommen, die haben langsam gereist, eine gute Zeit gehabt. Und sie sind nu in Kanada und waren da ein bisschen Zeit spenden mit ihren Freunden und ihrer Familie. So, wir sind in dieser Botschaft Leben für das Himmelrikj. Und wo das von herkommt, wenn ihr nicht euer sind hier was, oder uns noch nicht euer gesehen habt, wo der Thema von herkommt, dass Jesus, der redet viel durch Geschichten. Und er sagt, das Himmelrikj erst so aus, und dann verteilt er die Geschichte. Und er verteilt sehr viel von das Himmelrikj, und wo das wird sein, die Jünger, die früher nach manchmal, wo ist das Himmelrikj? Und er sagt, das Himmelrikj erst soll hier. Und das ist Krieg nu. Und wir haben vielleicht manchmal die Idee, dass, wenn wir schon im Himmel sind, dann wollen wir im Himmel für das Himmelrikj leben. Aber wir leben nu all hier für das Himmelrikj. Und der Himmel, der kommt noch, wir sind like bald da. Ich rechne ab, wie wir bald da sind. Aber wir können nu all leben für das Himmelrikj, Krieg hier und einen Unterschied merken. Lothar wollen wir ein bisschen kicken, was meint das wirklich, leben für das Himmelrikj? Und Gott hat uns gerufen, zum Leben für das Himmelrikj in einer Kultur, die der Gott ist. Wenn wir mal ever eine Zeit sein, wo eine Kultur ist, jen Gott, das wo wir von der Welt leben. Wir kicken ganz rum der Welt. Und Gott hat uns gerufen, dass wir sollen leben für das Himmelrikj. Und so von der, wo wir wieder gehen, und das Gleichnis, was Jesus verteilt, die Geschichten, von der wollen wir verteilen von den Sampkuarn. Und
Diese Geschichte, wo wir fängen in Matthäus 13, so das, wo wir waren angehen, so wenn ihr will an den Founder angehen, in Matthäus 13, ihr könnt dort down an die Bibel, wo wir meist Footspot da sind. Aber diese Geschichte von den Sampkuarn, den sehen wir in Matthäus 13, und auch in Markus 4 und Lukas 13. Alle drei Schreiber haben diese Geschichte geschrieben, weil er nicht kriegt, wo wenn, vielleicht hat Jesus dort mehrmal verteilt, die Geschichte, vielleicht hat er bloß einmal dort verteilt und das Jungs haben alle die Geschichte abgenommen. Da sind ein klein bisschen Verschiedenheiten in der Geschichte, das ist eine sehr karte Geschichte. Das ist actually eine von den ganz kurzen Gleichnisse, was Jesus verteilt von den Sampkuarn. Und einer redet von, dass die Sampkuarn, die wird in einem Stab gesetzt, und einer sagt im Garten, einer sagt in der Erde. Und dort so sind ein klein bisschen Verschiedenheiten, aber das ändert nicht an der ganzen Geschichte, wenn das Markus, Lukas und Matthäus so ein klein bisschen verschieden probiert gebracht haben. Und dann kurz nur dort, dann hat Jesus dann noch ein Gleichnis, was dabei hat, ein positiver Weg, so er das hier rüberbringt. Und so, wie wollen diese Geschichte lesen? Matthäus 13. Und Jesus verteilt noch ein anderes Gleichnis. Er sagt, das Himmelrikj ist mit einem Sampkuarn zu vergleichen. Dort ein Mann nimmt und in sein Acker sät. Dort ist das kleinste Saatkorn, aber wenn das erst gewachsen ist das von das größte Stück und wird ein Baum, so dass die Vögel kommen und sich in die erste Erde Nester bauen. So, das ist eine von den Geschichten. Dann hat er wieder Geschichte, er verteilt noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelrikj ist das auch so, als wenn eine Frau Hefe im Dich nennt, wo der das ganze Stück Dich abgeht. All das redet Jesus zu vielen Menschen in Gleichnissen und redet nicht anders als der Gleichnissen. Das ist so Rahmen, was der Prophet gesagt hat. So, wie all vorher hat der Prophet all gesagt, Jesus, der wird der Gleichnissen reden. Das ist, was der Prophet hat gesagt, was Jesus wird tun. Und er sagt, ich will in Gleichnissen reden, ich will von Dingen reden, die von Anfang von der Welt sind geheim gehalten. Und das wie auch von vor Jesus kam, wie die Prophezeiung, er wird durch Gleichnisse reden. Und er wird von Dingen reden, was von ganz von Anfang Welt wieder in geheim gehalten, aber er wird rüberkommen mit Geschichten, mit einem Gleichnis, um das wird zu verstehen sein. Das ist, wo ihn heute der Jünger sieht. Er redet durch Gleichnisse, dass jeder das besser kann verstehen. Und so das Erste, was mir ganz klar zu merken ist, wenn es redet von Samen, wäre es nicht ganz klar, was Samen ist. Es ein bisschen, weiß ich, was Samen ist? Oder es ist ein bisschen, keiner sagt ein bisschen, okay, Samen weiß ich nicht ganz nah. Wir haben was Freunde bei uns Haus und ich sehe zu Christi, hey, kannst du haben noch Samen? Und ich frage, was ist Samen? Und so, das ist, was Samen ist. Das ist Samen, das jede Sapsel, was je hat, und das ist Samen. Und so, bloß dass das klar ist, und wir wollen ein klein bisschen gucken, von wo das herkommt. Und so, Jesus sagt, das ist das kleinste Saatkorn, aber wenn das erst gewachsen ist, wird das größte Stück in das Wurst in den Baum nehmen. Hier so ist ein Teil Streit all über viele Jahre, wenn Jesus sagt, das ist der kleinste Saatkorn. Und Menschen sagen, no, das ist aber wirklich nicht von der Welt. Die haben allerhand Research getan und sie sagen, no, das ist nicht der kleinste Saatkorn. Jesus, der wird nicht gewiss von was er redet. Jesus, der wird sich nicht ganz klar, er weiß nicht von was er redet. Ja, Jesus, der weiß von was er redet. Jesus, der weiß dort, ob das nicht der kleinste Saatkorn wird. Er hat alles gemerkt, so er weiß, was das ist. Aber ich will ein klein bisschen sagen, was ein Parable oder was ein Gleichnis ist. Ein Gleichnis ist, wenn er eine Geschichte vertelt, um dabei drehen, bei der Wahrheit, was da all ist, mit Dingen, die ganz zu verstehen sind in der Gegend, wo die Menschen wohnen. Und so das, was ein Gleichnis ist. Gleichnis ist bloß noch eine Geschichte dabei drehen, bei einer Wahrheit. Und so die Wahrheit ist dort. Und so die jüdische und römische Welt, die wissen dort, dass ein Saatkorn sehr klein wird. Und so wirklich ist das nicht die kleinste, die ganz kleinste von den Planten. Diese Plant, das ist ein Orchid Seed, das ist Martha Klassen, steht sie hat da boven in der Office. Und ich weiß das nicht, aber ganz kurz, dass diese steht, die hat die ganz kleinste Saat, was die merken, wenn das steht, ihr Saat merkt. Und so,
Ik deed mir doch ein bisschen nachchecken, wenn diese Erde so ihr schreit ist, wenn sie den Ding ihr aufmerken, die sind in Schätzelste Bern und da sind Hunderte, Tausende, vielleicht Millionen Bieter so der Bern, die sind wirklich so klein als kleine Bieter Stoff. Und so das wo der kleinste Sod ist. Aber wenn wir mal zurückgehen, was Jesus sagt, wenn er sagt, das ist in Israel, das Bild aufgenommen, das sind Samenstädte. Und so, er sagt, dass die wurden groß geworden, some von denen die waren von der nach bei 12 Schau hoch. Und viele ist bloß kleine Stück, aber das ist groß genug, wo die viel können kommen, der Nast oder der Bernbühnen. Aber das Sod, was von der Tag in Israel ist, das ist also, wie würde ich sagen, all versteht, ein Hybrid. Das sind von mehreren Städten taub, wo das sind Sod gegeben. Und so, das ist auch in Israel. Hier hängt diese alte Kirche, das ist eine alte jüdische Kirche, die nicht mehr gebraucht wird. Aber das ist ganz dicht an das Galiläische Meer. Hier hängt das Galiläische Meer. Wie fuhr da vorbei, ist wieder vorbeifuhren. Ich habe auch Bilder von dieser Kirche und von dort Wasser. Aber wie wir da im November, hängen im Jahr, dann war es das Stück nicht, das Samen war es nicht. Aber in einem Vorjahr, dann war es das alle weint. Vorjahr, als das wo das abgeht und wo das warst. Und was interessant ist von dem Samen, das ist, dass das sich sehr, sehr bosig verbreiten. Das ist ein Gras, was der Stück, was sehr bosig das wasen. Und das versteht sich sehr bosig. Das sich sehr bosig verstehen. Und das ist wild, was das hier ist, das so was. Das ist nicht geplant. Von der ersten Tag in der Welt, was das geplant kriegt, um das Samen merken. In Israel war es das alleweg wild. Und es wieder wir können das nicht kriegen sein, wenn wir nicht die Season, wo das war. Und aber das sich sehr bosig verspreiten. Ein Freund, der vertelt, dass er auch in Israel war und er brachte sich was Erden mit in verschiedenen Städten, wo er wieder dicht am Wasser kriegt, wie das Salzne Meer, auch wie das Galiläische Meer. Und verschiedene Erden brachte er sich mit, bis er das in seine Office hat. Und dann ist er schnell geflogen, kommt je weiter dort alle, wenn je in einem anderen Land nachfliegt und so lange Papier, was je mal ausfällt und fragt, wo du bist warst und bist dicht an Feuer warst und hast Erde oder hast Planten mit und so eine Dinge. Und er sagt, er hat gesagt, ja, er hat Erde mit. Und dann hat er das Neue sein, der hat ab begrenzten Mann hat gesagt, diese Erde kannst du nicht mitbringen. Er hat gesagt, please, lass mich den mit nach Hause nehmen. Ich habe von Israel mitgebracht. Das sei was gaudet für mich. Ich will in meinem Office haben. Und ich verspreche dir, ich werde das in ein Glas nehmen, ich werde einen Korkstöpsel nehmen, ich werde nicht die Erde verstreuen. Und dann über ihm hat er gedacht und gesagt, okay, dann ich werde das Leute die Erde mitnehmen. Dann hat er gefragt, was hast du noch? Und dann sagt er hat was Samensud mitgebracht. Und dann hat er gedacht und gesagt, hier ist kein Weg, dass ich die Leute das Samensud mitnehmen und ans Land nehmen. Wenn der Mann hat begrenzt, der hat das gewiss, wenn der Sud wird in die Erde ankommen, das verbreitet sich und das kann über das ganze Land kommen. Nu denkt er mal ein klein bisschen über Jesus sagt, dass das Himmelrikj ist der Samen. Das fängt ganz klein an, aber das wird sich sehr bosig verbreiten, das wird über die ganze Welt verbreitet werden. Und so das, was er will rüberbringen mit diesem ganzen Geschichte. So die Kraft in diesem Geschichte ist, dass Jesus sagt, das fängt klein an, even mit Hev. Das Hev, das sei was Kleines, das dürfen wir machen dich. Und das kann den ganzen Dich verändern. Aber das fängt mit was sehr Kleines an. Das Himmelrikj, das fängt klein an, aber das kann sich sehr verbreiten. Und das wird von der sein, wo sich das verbreitet hat, das Himmelrikj, wenn wir denken an Gott sein Wort, wo sich das verbreitet hat auf dieser Welt. Und so mein erster Punkt zu dieser Botschaft von der ist, Gott kann was ganz Kleines brauchen. Gott kann was ganz Kleines brauchen. Gott kann ganz kleine Dinge brauchen, um was Großes merken davon. Wenn wir sagen, Leben für das Himmelrikj, das meint, ein anderes Sprach, wenn wir das wel bis zum Anstand bringen, das meint, dass wir keine Ordnung bringen hier auf dieser Erde und dass wir keine Heilung bringen hier auf dieser Erde, dass wir keine Hoffnung bringen hier ist jetzt auf dieser Erde, wo wir sind. Und das war mein Leben für das Himmelrikj. Zum Ordnung, Hoffnung und Leben und Heilung bringen hier auf dieser Erde. In Matthäus hat Jesus über 50 Mal von geredet, das Himmelrikj ist so als das. Leb für das Himmelrikj. Und so mir ist das wichtig, wenn Jesus wird das wichtig, dass wir leben für das Himmelrikj. Und hier so sagt er, das Himmelrikj ist so ein kleiner Sudkorn, so ein Samenkorn. Und ich wundere mich, dass die Menschen nicht waren, hier sagen, wirklich, das alles?
Ich meine, die Menschen haben eine sehr große Expectation. Die haben eine große, die kickten ab, was sehr groß ist, dass Jesus wird kommen. Sie dachten, Jesus, der wird kommen mit Kraft. Jesus, der wird Lüd sein. Jesus, der wird der römische Government ganz mal über Kopf drehen und er wird anfangen zu regieren. Das ist den Jesus, was sie wollen, herankommen. Hier sagt er, das Himmelrikj ist ein Sampkuarn und sie wissen, was ein Samen wäre, wenn das was du in das Land. Wirklich, das ist alles. Das ist alles, Jesus, was du hast. Und ich glaube, Jesus, was er gedacht. Je hat keine Idee, wo das Himmelrikj sich wird verbreiten über die ganze Welt. Interessant ist, dass wenn wir gucken nach Jesus sein Leben, Jesus der Rahn niemals. Wir können nur nicht finden, dass Jesus der Rahn Hahn trägt. Jesus der jenk und Jesus der jenk 3 Mil de Stunde. Oder wie würde vielleicht können sein, 5 Kilometer de Stunde. Von der ersten Tag, wie kijkt der grootste Video von wo das Evangelium über die ganze Welt verspreit wird. Jesus der Rahn nicht und Jesus der jenk 3 Mil de Stunde. Und wenn wir von der kijken, wo sich das verbreitet hat, das fängt klein an, aber das hat sich verbreitet über die ganze Welt, wo die Menschen Gott sehen wird hier dann. Und so, Gott, der will mich in die Brücken. Nu sind wir bei dem Punkt von dieser Botschaft. Gott, der will mich in die Brücken. Und wie sage ich vielleicht manchmal, na, wir sind zu klein, mit mir ist es wenig, oder was immer das alles ist. Wie sage ich vielleicht, dass ich schäme mich zu sagen, von wo ich herkomme, wenn die Menschen wissen, was ich getan habe, oder was immer das alles ist. Wir ran ans Beselstuhl und wir sagen, ich sehe, das nicht wird, ich sehe zu klein, zu mir Brücken von Gott. Und das ist nicht die Wahrheit, Gott, der will Krieg, die Brücken. Paulus, der Schrift in Galater, er sagt zu den Menschen, weißt ihr, von wo ich herkomme? Weißt ihr, was ich euer wie für ich Jesus kann? Und von der Welt würden wir sagen, dass er wie ein Terrorist, er wie ein Terrorist, er jenk ramen mit Menschen dort. Und aber wir müssen auch alle Batte kommen ans Leben, wo wir sagen, die Vergangenheit ist die Vergangenheit, das hängt an uns und wir haben alle eine über Gott Geschichte. Und wenn Gott, das wo wir nicht hingehen, wir lassen uns alle brücken. Gott, der will uns brücken. Tim, dort kann über die ganze Welt verspreiten. Tim, dort Himmelrikj kann ganz verspreiten über die Welt, brückt er mir in die. Tim, dort sein Wort kann verspreitet werden. Und wir fragen vielleicht dann, wo sollen wir anfangen? Gestern sah ich eine Familie, eine junge Familie, und dann dachte ich so, ich glaube, das soll thuis anfangen. Ich glaube, wir können anfangen, thuis den Menschen zu helfen und ein Segen zu sein in uns Einheim und mit den Kindern und Familie, so wie umgehen dann. Und aber, wir wollen hier ein paar Verse lesen, in Epheser 2, da sagt, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und in unserem Stand versagt, dass wir können das bisschen mittig leben und für uns selbst leben. No, wir haben einmal zurückgehen. Gott hat uns nie geschaffen, hat uns im Stand gesagt, hat uns mählich gemerkt, hat uns geraubt, dass wir Gott tun, dass wir keine Gott tun. Auf Englisch sagt er, dass wir andere Menschen können helfen. Das ist was das ist. Und ich sage, und nu lebt das da noch. Nu lebt das noch, nu tut das auch so. Nicht bloß hier, nu lebt das auch. Und so Gott, der will mich in die Brücken, das Himmelrikj verbreiten, sein Wort zu verbreiten. Und das interessante Ding ist, dass Gott, der Brücken Menschen, die nicht perfekt sind. Wenn wir wollen lernen, dass wir perfekt sind, das wird nicht hier passieren bei ihr, wenn keiner ist perfekt. Aber Gott, der hat Menschen gebrückt, ganz von Anfang an all. Und er brückt Menschen, die nicht ganz perfekt sind. Ich kann hier hastig was Neues. Und ich werde bloß busig übergehen, bloß zum uns ein Bild geben, zum uns nicht zu seinem Idol ran und sagen, okay, Gott, der kann mich auch brücken. Das sind alles Bibelnomen von der Bibel. Ich kicke diese Werke ein bisschen durch. Und so Abraham, der war 90 Jahre alt, bei 100 Jahre alt ist Gott, dass er der Armste in ihrer Familie. Wenn du hier bist und sagst, ja, mein Bruder, meine Schwester, die können andere Menschen helfen. Nicht wie. Wir sind ganz arm. Gideon, der war ganz arm, dann seine Familie, Gott, der braucht ihn. Rahab, der war eine Hurenfrau. Und Luther in Hebräer 11, da sagt er, dass sei erst eine starke Glaubensfrau, was das dort so abgenannt. Gott, der braucht er. Jonah, der war blind und der hat Angst und der hat wir trägtragen. Gott, der braucht ihn. Elia, der war suicidal. Der dachte an sich das Leben nehmen, hat Trouble mit sich selbst das Leben nehmen. Naomi, dat wir eine ältere Wetfrau und Gott, der braucht er. Jeremia, der hat eine lange bleibende Krankheit von Bedrängnis, Chronic Depression.
En hij wie ook de profeet wat ze naam, de profeet wat de roer deed. De profeet wat de roer. En aan David, die slijpt met een andere fruit als wat zien we. En hij laat de fruit aan man doodmerken. En wie würden zeggen, okay, das ist even de lijn gestorben. Die is niet qualified dat God den brukken kan. Hij heeft het psalm geschreven in de Bijbel en God die brukt aan. Johannes, die wat de taufen deed, die leeft een levensstil wat een beetje zeer vreemd zag. En hij leeft in de wüste, hij leeft van grasshoppers en van honig. En ik stel me maar zo ver wat ik niet zei, je komt daar en lang aan boord, because dit lifestyle, dit is een levensstil wat hij leeft. Ik lees me dat nu deze week, dat we een levensstil, waar de mensen zich waaghielden en vasten daar en leefden een leven waar ze niet al die nieuwe dingen hadden wat je wel het leven bracht. En zo, ik geloof, wanneer we aan worden zijn, hebben we gezegd, den zit een beetje vreemd. Wat moet je gouden komen van den? En Jezus, die bracht dan een bijzondere weg. En aan Petrus, dat weten we, hij had trouble met dal zijn. En Martha, die zorgde dal. De Samaritische vrouw had meer eigen gehad, wat er hadden uiteengevallen. Zacchaeus had erg taaks geklaagd en erg mensen afgegaan met geld. En God, die bracht aan. Thomas, die had twijfel, die wist niet nee. En Timotheus, die had niet courage, die ging niet verder, die was schüchtern, die was beschroomd. En ik stel me zoveel, die wat veel had van vlees gereed. Vlees, of vlees zilver, of vlees. En dat is wat Timotheus weer. Moses, David en Paulus, alle hadden mensen doodgemerkt. En mijn vrouw is dan even dem, wat is die uitred? Wat is die uitred, omdat God die kan brukken? Hier, dit ding dat jij kunt opschrijven, wanneer je wil, wanneer je schrijven dan. Maar op Engels zegt dat every saint has a past and every sinner has a future. Jeder heilige, die heeft een vergangenheid. Wanneer we op eenmaal nog mal mensen zijn en we zeggen, man, den zitten we zo, die had het alle top. Mir zit het zo fijn zoals die lied leven. Wie würde sagen, die had het einfach top. Dit is een fijne lied, dit is een fijne man, dit is een fijne vrouw. Dan wouden we bloos aan denken dat jeder heilige, die heeft een vergangenheid en jeder zinder, die heeft een goede toekomst. Mijn tweede punt is, dat God ons kan brukken, dan moeten we ons zelf zijn. We willen veelmaal zelfs wem zijn, is wat we werkelijk zijn. En we worden gleich, wanneer we kunnen zelfs wem zijn. Wanneer ik ook weer zoals Jana. Aber Gott, der will, kriegt die Brücken, kriegst es du best. Gott, der wird nicht, wenn du zum Himmel kommst, dann wird Gott dich nicht fragen, wieso willst du nicht alles als Moses? Wieso willst du nicht als Moses? Wieso willst du nicht als dein Vater? Wieso willst du nicht als alles als deine Mom? Als dein Bruder. Wenn du als dein Bruder wirst, wenn du wirst sein, was als deine Schwester, dann ja. No. Gott, der wird dich mit keinem nicht Glück tragen, wenn du zum Himmel kommst. Gott, der hat die gemerkt, die für eine besondere Go, wat hij die gegeven heeft, God die wil dat du zoals du zijn. Wanneer du niet du bent, wer wordt dan du zijn? God die heeft die geroepen. Du bloß mal op hier met verzieken somebody else te zijn, of somewhere else, een andere mens te zijn. Zie die zelfs en dan wat God die kan brukken. En zo, zie bloß werkelijk. Zie die zelfs en niet tweezijdig. Hier zie ik dit, maar voor deze mensen zie ik hier op een andere weg. Wanneer du was wel een andere mens zijn is wat du werkelijk bent, dan worden een paar dingen passieren. Eén is, du was immer in druk zijn, in stress zijn, wenn du versuchst, zelfs wem te zijn is wat du werkelijk bent. En dat andere ding is, du was immer in angst leven, wenn du hast angst, die wordt op eenmaal uitvingen, wer ik werkelijk zie. En dus dat kan God die niet brukken. Hij wil die brukken krijgt voor wer du bent, zie die zelfs, en God kan die brukken. En Paulus die schrijft wieder in Korinther 4, hij zegt, met alles wat geheim en schonhof is, heb ik niets te doen. En zo hij zegt, Tim God dein, in den ganzen Kapitel zegt hij, wo we kunnen trouw blijven, Tim dat God ons kan brukken. En hij zegt, met wat geheim is en schonhof, daar hebben we niets wat met te doen. We handelen niet hingerechts, we zijn niet hingerechts, we zijn dit is einfach wer we zijn. Wat du zet, dit is wat du krijgt. Dat is wat hij zegt. We laten God zijn woord als waarheid staan. En dit moeten we verpassen. Dus God zijn woord als de waarheid. Hij zegt, God zijn woord, dat laten we de waarheid staan. En dat is wat we ook moeten doen. Niet te verzieken weer om te vangen. God zijn woord blijft de waarheid, dat blijft staan. En groot wils we en de waarheid en God zijn geen woord klaar vandaag brengen. En zo wat hij hier staat te zeggen. En groot wils we de waarheid in God zijn geen woord klaar vandaag brengen. Wat het hier staat zo meint, als op Engels zegt dat op een übersetzung te zegt dat we laten de mensen bloß krijg zijn wer we zijn.
Wir lassen den Menschen wissen, wer wir sind. Und so, wir werden nicht geheim, wir sind bloß uns selbst. Dann können wir damit für Gott, indem wir wissen, in Menschen bestehen bleiben. Das, wo wir bestehen bleiben können, wenn wir nicht versuchen, wer selbst wem zu sein, wenn wir bis für den Tag kommen, mit das, wer wir sind. Und so, Gott, der will uns brücken. Ich kann Ihnen sagen, dass ich sehe ein von denen, was ich würde gerne sagen. Ich habe ein Teil Schwachheiten. Ich merke einen Teil Fehler. Und meine Frau, die weiß meine Schwachheiten. Nochmal, wenn wir top vor, dann frage ich, hey Christi, wann sagt nochmal, waren die Dinge, wo ich ganz schwach sehe? Und so, sie weiß, wann die sind. Und wie verteilt davon. Und some von Ihnen weiter dort. Denn die Staff, mit was ich top schaffe, die wissen some von meinen Dingen, wo ich ganz schwach sehe. Vielleicht hast du dort ein gutes Ding, because dann kann ich sagen, wenn die kann gebraucht sein von Gott, dann kann Gott mich auch brauchen. Und so, das Ding ist, ich glaube, dass man verstehen kann, die Menschen rahmen uns das ganze meiste Mal, die Menschen, die wissen nicht so sehr, von wo du ein stark bist, aber da von den Dingen, wo du ein schwach bist. Wenn du was in eine Stunde ankommst, und Menschen kommen und sagen, das ist, was ich alles an Gott sehe, guck mal, was ich alles kann, das ist, was ich an Gott sehe. Wie wir wollen nur die kicken sein, ha, ein guter Tag. Because wir sind nicht so sehr antreiben an die Dinge, an die Menschen, die sich so versuchen abzustellen, was alles taub haben. Aber ich persönlich, ich kann Ihnen sagen, ich sehe was von den Freunden, mit denen ich taub komme, und wir sagen, dass wir leiden die Karten ab dem Dash, und die sagen mir ein bisschen von ihren Schwachheiten, wo sie damit dealen. Ich kann dadurch wissen. Ich kann wissen dadurch, wenn Menschen nochmal sagen, wo ich nicht ganz so gut ansehen, wo meine Schwachheiten sind. Und so Menschen, die wissen, dadurch deine Schwachheiten, ist dort Dinge, wo du stark bist. Und so, wenn wir nicht zu blöd sein mit dort, und besonders wenn wir Freunde haben, wo wir können von diesen Dingen von reden. Und so, wenn du die selbst bist, und du sagst Menschen, wer du bist, wo du schwach bist, und somebody yet mit dir taub, wenn du die selbst bist, dann wirst jeder Jahr wiederkommen, du wirst wissen, du wirst ein paar Jahre wieder zurückkicken und sagen, wo du gewassen hast. Der andere Weg rum, wenn du die Dinge, wo du schwach bist, bloß für die hältst, jeder Jahr wird es ein bisschen leer kommen. Und wir wollen alle sein, wieder zu kommen. Nou, das andere Ding, was wir mit dem Denken haben, wenn wir uns wollen brücken, das handelt sich nicht an mich. Das handelt sich nicht an mich. Und so, das muss wir klar haben, das handelt sich nicht an mich. Wenn wir das war für jeden, und auf einmal so denken, das handelt sich an mich und alles geht an mich, wie wir besser war, wie wir groß war, und wie wir alles persönlich nehmen, was Menschen dann sagen, leicht beleidigt sind, wenn wir glauben, so, das handelt sich alles an uns. In Wirklichkeit, das handelt sich nicht alles an uns. Und so, das handelt sich nicht an mich. Das sind die Dinge, was wir mit im Denken halten. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir demütig sind und wir sagen nochmal Dinge, wo wir nicht so gut an sind und Dinge, wo wir gut an sind. Diese Dinge durch gut, diese Dinge nicht so gut. Und aber wie müssen wir da kommen, dass wir da tauschen, das handelt sich nicht alles an uns. Wir leben für das Himmelrikj. Wir leben nicht für uns selbst. Und das geht ganz jen, was die Welt von der ersten Tag sagt. Die Welt, die sagt, hat den Weg. Und die Welt, die sagt, du bist Nummer 1. Und du kannst das so bestellen, als du das weißt. Alles handelt sich um dich. Paulus, der sagt, ich lebe für Jesus. Ich lebe für Jesus. Er sagt in Korinther, dass wir haben diesen Schatz, der Schatz, das ist der Heilige Jesus. Wir haben Jesus, aber in irdenen Gefäßen. Er sagt, wir haben den Schatz. Der ist in uns, der Heilige Jesus in uns, aber in irdenen Gefäßen. Und er sagt, dass diese Kraft, die kommt von Gott, nicht von uns selbst. Er sagt, das handelt sich nicht um uns selbst. Diesen Schatz, was wir haben, der ist in ein irdenen Gefäß, in uns Körper. Das wurde bern ist, aber die Kraft wirklich, die kommt von Gott. So werden wir nicht dort auf einmal merken, so hier, dass wir haben alles taub und um uns geht das alle. Das handelt sich nicht um uns. Und dann das nächste Ding ist, brauch deine Weide zum anderen Menschen halten. Wir sind alle durch Weide gegangen, wir haben alle Dinge belebt, aber wir werden nicht die Weide lassen zu Waste gehen. Wir werden die Weide brauchen, zum anderen Menschen zu halten. Wir in Christi, wir tun das mit welchen Dingen, was wir sind durchgegangen in uns Leben, und wir brauchen das, zum anderen Menschen halten. Paulus ging durch sehr viel Weide durch. Und wenn wir Paulus von der hier on stage kriegen und fragen, wo soll das? Wo soll das die 5-mal verwippen und all die Dinge, was sie zu dir in die Steine, wo soll das? Und er würde sagen, ich darf das zum anderen Menschen halten.
Ich deed dat zum anderen Menschen helfen. Das ist, was Paulus würde sein. Und so werden wir bloß nicht abgeben. Wir waren von allen Seiten hart bedrängt, aber wir sind nicht, aber wir sind nicht eng. Das ist, was Paulus sagt. Wir kommen in Verlegenheit, wie sage ich auch noch einmal, wir kommen in Verlegenheit, aber wir verzeihen nicht. Wir waren verfolgt, aber niemals verloren. Wir waren in Dreck, aber kommen nicht an. Ein anderes Wort, wir geben nicht ab. Wir geben nicht ab, wir gehen Fahrweg. Das sind verschiedene Wege von Weidau in uns Leben. Und ein von den Weidau ist, wo wir das Salz ab ans Leben bringen. Wir bringen vielleicht verschiedene Lieden ab ans Salz, dass wir Arrechte eten, Arrechte trinken, Arrechte Entscheidungen merken. Wir bringen Lieden ab ans Leben. Some von den Dingen bloß wären Arrechte Entscheidungen. Das ist Nummer 2 ist, da kommt Lieden in uns Leben, wo wir Arrecht behandelt sind, was ganz unfair ist. Menschen waren arg behandelt, sexual, hingen am Licht gevierd, weggegeven, Kinder waren weggegeven von der, das Leiden in der Welt, ohne die Kinder da was mit zu tun haben. Das ist Nummer 2. Nummer 3 ist Menschen, die leiden, wenn sie andere Menschen wollen halten. Und so, wir haben uns dort noch nicht really belebt. In unserer Gegend, wo wir leben, haben wir dort noch nicht belebt, dass wir leiden dann, zum andere Menschen halten. Aber Jesus, der hat das getan. Jesus, der leiden und er hat das zum anderen Menschen halten. Und dann der letzte Punkt ist, hol dein Ziel ab Ewigkeit. Hol dein Ziel ab Ewigkeit. Hol dein Ziel ab Ewigkeit. Das handelt sich nicht um hier, nicht um mich, aber das handelt sich um, dass wir ein Ziel holen ab Ewigkeit. Und schwierig, was wir hier durchmachen, ist begrenzt und leicht. Auf Englisch sagt, diese kleine Troubles, was wir hier durchkommen, das ist was Kleines. Das verschafft in uns was, das meint, wir waren reingemerkt, für was eben alle Moten herrlich sein wird und für immer ein Video seht. Unsere Vision für das Jahr ist, das Salz und das Licht sein. Und wir haben bei den Informationen, da haben die kleinen Karten, was sagt, Gott läuft die. Und meine Idee wie mit dort, dass ihr die Karten haben, rein in jene Tasche, und der Heilige Geist, der wird ihnen sagen, in einem Stuhl, wenn ihr Groceries kaufen, und ihr seid die Familie, da wird sich das all in Betracht halten. Und dann geht er und sagt, Gott läuft die. Und von der, wo ich ihn eten, alle betont. Ich weiß nicht, was das ist, aber der Heilige Geist wird die sein, wo du kostet Salz und das Licht sein. Zum einen Engerscheid merken, zum dass sich das Wort ganz verspreiten über die ganze Welt. Dass sich das Wort bosig verspreiten. Wenn ich andenke, dass wir leben für das Himmelrikj und Jesus den Campbell trägt, diese Weg, dann dachte ich nach, war so, Jesus wacht nach einem kleinen Bett. Wacht nach einem ganz kleinen Bett. Da sind so viele Menschen, die noch nicht die Hoffnung haben, die in dies dann das Leben und die dann verdorben sind. Wacht nach einem kleinen Bett. Wir haben ein kleines Bett mehr Videos zu merken. Wir haben ein kleines Bett mehr Botschaften zu merken. Wir haben ein kleines Bett mehr Menschenleib zu beweisen. Und wir wollen haben, das soll sich bloß noch wieder verspreiten. Wir können auch das so sehen und das merken, dass das Himmelrikj bis die ganze Welt verstreut wird. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Und ich will euch leiden im Gebet und dann können wir merken mit dieser Botschaft. Dankeschön, Jesus, war für dein Wort. Dankeschön, dass du zu uns redest. Dankeschön für die Geschichten, die du dann verteilst und was noch einmal ganz klar zu uns sind. Dankeschön dafür. Help uns, dass wir können leben mit dem Ziel ab Ewigkeit. Dass wir nicht hier einmal anfangen zu denken, das ist alle Raum uns, das dreht Raum uns und die Dinge, die wir wollen beschäftigen. Dankeschön für uns von der bloß war denken halten, dass du hast uns gemerkt, zum anderen zu halten. Zum das sollte nicht Licht sein. Was sich so verbreiten, ist das Samenkräut. Dankeschön. Dankeschön, dass wir keine Part sein von dort. Ich freue mich, dass du was mit jeder einer sein, was hier ist. Und leiden, Heilige Geist, gut mit, und wies, und wo sie können Engerscheid merken, wo sie können das Salz und das Licht sein, wo sie können bloß somebody eine Help sein. Krieg von der wieder. Nicht mehr Utred haben, wo wenig das ist mit mir, aber was krieg von der wieder ein Engerscheid merken, um andere Menschen zu halten. Krieg für was du uns hast vergeraubt. Dankeschön, dass du uns gut bist, und Dankeschön, dass du uns gnädig bist, dass du uns genug gibst, um diese Dinge zu tun. Help uns, dass wir können aufrichtig in das sein. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Ihr könnt noch fertig kommen, wenn ihr ein Gebet fehlt. Für was immer eine Ursache da ist, das Team ist hier rein. Das sieht dort, ich wünsche euch eine gute Weg. Gottes Segen mit euch.
dem Kreuz, kon dort nicht verstehen. Dort heu um Kreuz, ganz wahrlich wird leden, heu bladen starf, Termine sind beton. Dann singt mein Hort, mein Rader Gott nur dir, wo groot bist du, wo groot bist du. Dann singt mein Hort, mein Rader Gott nur dir, wo groot bist du. Frau, mein Hort, wat